Sag mal, du bist nicht mehr ganz sauber, oder? Hast du mir gerade ernsthaft ein Herz geklaut? Du Arsch mit Ohren? Und was für welchen? Ich habe eben nichts verlernt. Den Container habe ich ohne Probleme aus dir heraus operiert. Danke für den Arbeit, du Arsch. Kleiner? Sag mal, hast du mit der Statue gesprochen? Ui, du kannst mit Statuen sprechen? Ich gehe mal wieder zurück. Der Onkel ist böse. Klar, mir wird nicht, also klaut nicht mit der Arsch. Oh, es ist schön, wieder angebetet zu werden. Alter, gib's zurück. Fühlst dich ausgetrickst? Ich bitte dich, sieh dir mal das große Ganze an. Ich bin an einer langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert. Da werde ich dich nicht übers Ohr hauen. Also, was darf's sein? Vielleicht habe ich schon erwähnt, ich bin eine Gottheit des Lebens und der Stärke. Daher nehme ich Herzcontainer und Ausdauercontainer an, die ich im Zurückgegebenen beliebig tauschen kann. Okay, ich muss das Herz zurück. So, und jetzt halt still. Na bitte, geht doch. Du wirkst misstrauisch, aber sei gänzlich unbesorgt. Die Macht des Geldes versetzt mich in die Lage, deine Container so zu tauschen. Und das funktioniert so. Zuerst verkaufst du mir für 100 Rubine einen deiner Container. Willst du einen Container zurück, kostet dich das 120 Rubine. Dafür kannst du aber aussuchen, ob du von mir einen Herzcontainer oder Ausdauer haben willst. Ist doch cool, oder? Bete einfach hier zu mir, wenn du Container tauschen möchtest. Ja, cool. Sehr cool. Was für ein Arsch. Von Anfang an sagen können. Ui, ui, ui. Na, Thibaut, sagen Sie mir, du sollst nach Hause. Wieso? Ist doch schönes Wetter. Was hier oben noch? Verrostete Hellebarde. Wir scheinen ziemlich schwach. Nee, come on. Der Umhang ist auch weg, verdammter Mist. Die Waffen, die haben doch alle vergessen. Was haben wir hier noch Schönes? Die neue Art des Wohnens. Bauunternehmen Yolanda. Und innovative Leichtbauweise für jeden Umgebung geeignet. Besichtigen Sie unsere Musterhäuser. Ja. Nach dem Motto quadratisch praktisch gut, oder wie? Sind die hässlich. Bei mir soll es recht sein. Ich gehe erstmal in den Schrein hier. So, einmal nach unten bitte. Statue des Lebens und der Stärke. Was für ein Witz. Also, ich bin recht erschrocken. Ich habe jetzt den Herzcontainer geklaut. Da dachte mir so, was ist denn jetzt passiert? Andererseits, tauschen? Ist eine interessante Option. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Mia Morgana. Im Namen der Göttin soll so geprüft werden. Mit meiner Apparatur. Viel Spaß. Okay. So, wir haben eine viel bessere Aussicht. Da muss eine Kugel rein, dann komme ich da rein und das muss schon die Prüfung zu Ende. Achso, ich kann mit dem Schika schnell bewegen.
Ja, verdammt. Ja, ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. So, ja, schön, langsam, langsam, langsam. Gehst mal runter? Scheiß Kugel. Na komm schon, und ewig Zeit. Ganon wartet. Zelda vor allem. Ah! Nein, 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 nein. Wag es bloß nicht. So. So, 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 so. Uah. Das ist eine Truhe. Cool. Wie kommen wir da hin? Ja, so schon mal nicht. Nein, nein, das gibt's nicht. So knapp vom Ziel. Ich muss das irgendwie darüber bringen. Genügend Anlauf sollte ich auch noch haben, sonst fliegt die Kugel doch gar nicht. So, es läuft schon viel besser. Hm. Ah, diese verdammten Prüfungen, ey. Wieso müssen sie mir so verdammt schwer machen? Als ob gar noch jemand so eine Prüfung machen musste. Nee, er konnte einfach so zur Verheerung werden. Schöne Scheiße. Oje, oje. Na komm. Sei jetzt so störrisch hier. Nein, da gibt's einfach nicht, hey. Die gleiche Scheiße zu Beginn. Sag mal. Was ist denn das für eine scheiß Schickersteuerung hier? Ah. So. Die Truhe hin muss ich nicht, da geht es ja eh nicht lang. Dann bin ich hier. So. Nein. Mm. So. Nee, 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 nee. Bleib schön da oben. So. Jetzt bloß die Frage, wie kommst du jetzt darüber? Das gibt's nicht. Wir bekommen echt die Krise. Nö. Oh. Ja, was muss schon? Die Kugel muss darüber. Ich glaub's einfach nicht. Bisschen mit Gefühl. Ja, komm, komm, komm. Nein, nein, dann wieder darüber. Ah, wer hat diesen Schickerstein so doof
gemacht? Würde gerne mal wissen. Vor allem, wieso muss ich so eine Scheißprüfung ablegen, als ob ich das bei Ganon irgendwie auch tun müsste. Oh. Hä, was ist jetzt los? Oh. Ja, damit haben sie nicht gerechnet, wa? Ich glaube das einfach nicht, hey. So zieht sich irgendwie dieser scheiß Schickerstein noch. Da runter muss ich irgendwie. Wie soll ich den Ball sonst da rüberbringen? Oder Kugel, was auch immer das sein soll. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr den ganzen Weg da gehen. Das verzieht sich, das ist ja unglaublich. Boah. Was ist denn damit los, ey? So, war's es jetzt vielleicht? Wehe, du fällst da runter. Wehe, du fällst da runter, du Scheißkugel. Boah, war das eine Höllengeburt. So. Ich habe irgendwie was, aber irgendwo eine Kiste übersehen? Ich glaube nicht. Oh, meine Güte. Hey du, scheiß weg, dafür will ich aber 2 Bewegungsdinger haben, ja? Da ist noch irgendwo eine Truhe versteckt, hä? Ich würde es direkt zutrauen. Nee. Boah. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Willst du mich verarschen? Das war bloß eine Geduldsprobe. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht ein Zeichen der Bewährung. Wie bitte? Nur 1? Für den ganzen Stress gibst du mir nur eine? Das ist ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein Scherz, dass es nur eine ist. Nee, Mann, und jetzt verschwinde, bevor ich mir noch anders überlege. Du hast einfach keine Geduld, weil die brauchst du als legendärer Held. Trainiere, Link, trainiere. Der verarscht mich einfach. Ey, ganz ehrlich, das Teil ist doch ständig verzogen. Gut, am Schluss natürlich geil, weil es direkt in der Mitte gelandet ist, oder? Aber irgendwie wieder die Kamera zurückzentriert oder so, war nicht möglich. Na super. Eine Scheißprüfung, ey. Boah, ich hoffe, was gibt's nicht nochmal. Das war ein letzter Rat. So. Hier sind noch so ein paar Gebäude. Mal ein bisschen gucken. Hallo? Jemand da? Nee. Jetzt hier aus. Guten Tag. Ist hier jemand zu Hause? Hallo, mein Name ist Link, ich bin auf der Durchreise. Ja, hier ist alles quadratisch praktisch.
sehr seltsames Haus. Sehr, sehr seltsam. So, oben ist sicher hier auch keiner drin. Na klar. Truhe ist etwas? Nö. Wer baut denn so etwas? Guten Abend, was machen Sie hier? Ja. Hey, Abend! Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Nur das Haus ist abreißen. Das Haus, es ist alt, niemand wohnt dort. Das haben die Leute im Hatolin beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Okay, ist eine harte Arbeit, oder? Da kannst du laut sagen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Zum Schloss gegangen. Moment mal. Haus? Alt? Zum Schloss gegangen? Ist das mein Haus? Hallo? Und abgerissen. Wer bist du überhaupt? Ich? Ich bin Toda, der jüngste Neuzugang bei Yolanda. Der Probezident vorbei und jetzt bin ich vollwertiges Mitglied der Yolanda-Familie. Ich sag dir aber nicht vor, dass mein Name mit Da aufhört. Da? Ja, genau. Damit du bei Yolanda eingestellt wirst, muss der Name auf Da enden. Der Chef will expandieren, hat er gesagt. Also werden wir wohl noch ein paar Leute anstellen, deren Namen auf Da enden. Okay. Nächstes Mal, ja, du mich auch. Bist du Yolanda? Hoch. Dummster. Was machst du da? Wir reisen hier ab. Warum? Weil es leer ist. Wieso? Wir sind so weggezogen. Wohin? Keine Ahnung, vielleicht musste er flüchten. Spannend. Findest du? Nö. Was will passieren in den letzten 100 Jahren? Das stimmt. Yep. Eine große Verheerung geht es jetzt endlich wieder bergauf. Sieht so aus. Ich muss mal wieder. Ja, ja. Gut. Interessantes Gespräch. Guten Abend. Kann ich dir weiterhelfen? Was machst du da? Ich bringe halt ein Haus abzureißen. Nur schwere Käufer. Das abreißen lassen. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Da vielleicht Nerven. Also gut. Erklärst du dieses Haus. Da wohnen schon seit Jahren niemand mehr drin. Die Dörfer wurden zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Der Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen wir ziemlich genau 50.000 Rubinen. Also, das ist viel. Und ob das viel ist? Oh mein Gott, da haben wir schnell Geldprobleme. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Also gut, also gut. Pass auf, das ist ein Angebot nur für dich. 3.000 Rubine. Aber ich muss meine Kosten wieder einbringen. Dann leg mal los. Dummster, Torda, hör gerade mal auf. Jawohl. Jetzt muss man schon mein eigenes Haus zurückkaufen, wenn es über mein eigenes ist. 30 Stück will der haben. Ist denn der des Wahnsinns? Eine erste interessante Frage. Habe ich überhaupt schon? Erst 9. Das ist eine harte Arbeit. Da gebe ich bis dahin garantiert irgendwann mal. Bernstein und um Felsen. Ganz schlecht. Bis dahin sicher mal die Axt kaputt. Aber ansonsten eine schöne Aussicht hier. Oder hätte ich zumindest, wenn es mir gehören würde. 30 Holzbündel. Krieg bloß wieder her. Ich bin sowieso müde. Oh, was sehe ich denn da Schönes? Ha. Da ist noch einer. Dankeschön. Kann man immer gut gebrauchen. Da ist noch ein Apfel da unten, okay. Türe? Also keine. Die Fenster sind auch alle beschlagen. Boah, ist alles so leer und lieblos. Was ich noch alles machen könnte. Aber
alt ist es schon? Naja, 100 Jahre halt. Hm. Dass ich hier nicht reinkomme? Hm. Echt schade. Echt verdammt viel haben. Oh, mir egal, ich ruhe mich erstmal aufs. Guten Morgen, Torda. Morgen, ein bisschen Freizeit. Ja, freuen wir für euch. Bis zum ersten Mal. Dann war Dumpster und du bist ja Landa, genau. Hm. Hier wird es tief runter gehen, ganz tief runter. Gerade schön. Musterhäuser. Diese miesen Musterhäuser. Wir sollten endlich mal hier ein bisschen umgucken. Das ist eine Martine. Okay. Hier sonst noch alles. Guten Morgen. Oh, ein Fremder. Ich hab bloß was verlaufen. Geht so. Bist du irgendwelches Spezielles? Ich suche seltsame Orte. Färbereimladen ist ja klar, dass jetzt eine Färberei nicht seltsam ist, aber das hat den Besitzer kennengelernt. Alsei heißt er und ist sachenfarbenem Warenmeister, wenn er so etwas ein schräger Vogel. Was soll etwas fragen? Wie sieht es mit total seltsamen Orten aus? Im Osten des Dorfes gehen. Institut noch einen Tag genau, aber keine weiß woran genau. Kinder sind dort unerwünscht. Das war das wirklich die kleine Tür, um sie reizvoller zu spielen. Das Wissen, nee, ist gut, dankeschön. Das Hateno-Institut, da will ich ja sowieso hin. Eine Hacke. Das ist ja auch so ein altes Haus hier. Natürlich wird das nicht abgerissen, ne? Super. Was sind Sie? Ah, raus, du Schuft, das ist Privatgelände. Sonst rufe ich um Hilfe. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Warte mal, du bist ein ziemlich attraktiver Schuft. Ich weiß wirklich, was mit mir los ist. Ich bin immer so, das macht meinen Mann ganz kirre. Das schöpft mich immer zu, wenn ich mich aufrege. Bitte geh einfach weg. Entschuldige bitte. Ich wollte nicht unfreundlich sein. Hier, ein Eier als Wiedergutmachung, ja? Okay, dankeschön. Dazu noch eins. Danke. Da kann ich auch rein. Die sehen hier echt alle gleich aus. Die haben einen Besen. Mit Hacke und Besen kämpft gegen Ganon. Ja, warum auch nicht? Oh, so schön eingerichtet hier. Ja, der kleine Thibaut, der wohnt also hier. Interessant. Wer wohnt denn hier vorne? Guten Morgen. Alle aus den Federn. Was ist das, oder? Hä? So. Sonst gibt es aber auch nichts Besonderes mehr. Schaut mal, ob ich hier irgendwie noch meine Vorräte auffüllen könnte. Ladilalala. Und wenn da bis zum ersten Mal in Hateno, dann habe ich eine grandiose Idee. Wir sind eine kleine Führung. Ja, gerne. Aber gerne, es ist mir eine Freude. Die haben den Plan, übernimmt meine Tochter. Da bleibt für mich kaum etwas zu tun. Tja.
Was hat er mir, könnte doch etwas Gutes für meinen geliebten Heimatdorf tun. Führungen für Ortsfremde. Und ein Begleiter durch Athen. Alle Bereitung bleibt dicht bei mir. Der besonderen Art. Alles klar, Selden. Also vielleicht ein Sohn, der Sheldon heißt. Das ist der Kremmerladen Mistral. Du kriegst alles, was das Herz begeht und das Landstement hergibt. Gut. Aua. Oh, was ist denn hier Schönes? Mein Tennerstein ist ein Monster, kann ich mit dem vertreiben? Tenor Bauernhof. Was gibt's hier? Ah, das hier ist Tornado, wo die Tradition unserer Tenno-Färbens bewahrt wird. Hier kannst du Kleider färben lassen. Der Inhaber wirkt auf den ersten Blick etwas verschoben, aber wenn man ihn mal kennt, ist er ein wirklich netter Kerl. Gut, er kann nicht so weit auf Sellers kleinen Durchgang. Oh, oh. Kannst du mal ein bisschen weniger stöhnen, das wäre mir ganz recht, wenn es irgendwie geht. Und das da? Und das hier, das ist das Gasthaus Sahel. Wenn du ein Bett suchst, bist du hier richtig. Und ganz unter uns die Redaktionsstand ist eine wahre Augenweide. Gut, dann in zweit aufstellen, zu kleinen Dorfumgang. Dann mach mal hin da. Mann, bist du lahm, Alter. Schneller, hopp, hopp, hopp. Ho, ho, jo, 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 jo. Und hier? Und hier haben wir die Boutique Zephyr, ein toller Laden mit tollen Kleidern. Ich trage selbst Kleidung aus dem Laden, das ist die beste Empfehlung, also ist der Inhaber ein gutherziger Geselle. Besonders gerne führt er Neuzugänge durchs Dorf. Er hört auf den Namen Seldon. Oha, das bin ja ich und das ist mein Laden. Haha. Lob der Text der Reicharbeit ein. Bei Tornado kannst du die Sachen dann direkt färben lassen. Thomas bin ich aber außer Atem. Die Führung ist hiermit zu Ende. Ich bleibe so in Form. Okay. Oh je, ja, hat hier noch ein paar interessante Läden. Vorräte aufstocken, neue Klamotten, färben. Oh je, muss ich doch da bloß anfangen. Oder? Oder was?